Religion, was heisst Religion? Oder was ist für euch Religion? Der Wegweiser. Ja, Glaube. Glauben. Kannst du schon etwas sagen? Da haben wir 3 verschiedene Meinungen. Der Sinn vom Leben. Wie? Der Sinn vom Leben. Der Sinn vom Leben. Ja, also für mich ist bis jetzt alles falsch gewesen. Obwohl, das sind alles Sachen, die man immer wieder hört. Aber im Islam bedeutet Religion, beziehungsweise das Wort Dien, ich hätte eigentlich so müssen anfangen, also das Wort Dien dürfen wir nicht einfach mit Religion übersetzen. Weil gerade hier in der Schweiz, eine Religion ist einfach ein Glaube. Also das Christentum ist eine Religion, der Islam ist eine Religion, das Judentum, Buddhismus, Hinduismus und wie sie alle heißen, das sind alles Religionen. Ja. Aber was heisst ganz konkret? Ich komme gerade dazu, Inshallah. Aber Dien, eigentlich, also Dien hat ganz viele, hat etwa 10 verschiedene Bedeutungen, aber ich wollte jetzt nur auf die religiöse, also die Bedeutung reden. Dien ist eine Lebensart. Also wenn wir vom Islam reden, dann reden wir von einer Lebensart. Es geht nicht nur um den Glauben. Weil der Islam umfasst eben nicht nur meine Beziehung zum Schöpfer, sondern einfach alles. Also der Islam mischt sich in mein ganzes Leben ein. Das heisst, in meine spirituelle Welt, also meine Beziehung zum Schöpfer, was denke ich von Allah, wie muss ich ihn mir vorstellen, kann ich mir ihn überhaupt vorstellen, was kann er nicht. Aber genauso geht es im Islam um weltliche Sachen. Also wenn ich einen Kaufvertrag mache, wenn ich ein Auto kaufe und mit jemandem einen Vertrag abschließe, ist das Islam. Also der Islam mischt sich ein, wie ich einen Kaufvertrag machen muss. Was ist in diesem Kaufvertrag erlaubt, was ist nicht erlaubt, was muss ich machen, was muss ich nicht machen. Zum Beispiel wird, und das ist eine Ayah aus dem Koran, also stark empfohlen, machen alle Verträge schriftlich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Vertrag schriftlich mache, folge ich eigentlich schon einer Ayah aus dem Koran. Das gilt natürlich jetzt für Nicht-Muslime, die machen das halt unbewusst. Aber was ich hier unterstreichen will, ist, dass Islam eben nicht nur das Gebet ist oder das Fasten im Monat Ramadan, sondern das wirkt sich auf alles aus. Also wie muss ich mein Testament gestalten? Habe ich so viel Freiheit, also darf ich jedem vererben, was ich will, da habe ich gewisse Pflichten, also muss ich etwas berücksichtigen. Gestern war eine Hochzeit, wann ist eine Hochzeit gültig? Was sind die Voraussetzungen, dass eine Hochzeit gültig ist? Ein Nikah, oder? Was sind Voraussetzungen? Wie gehe ich mit meinen Eltern um? Sogar das wird im Koran beschrieben. Also wie muss das Verhältnis mit meinen Eltern sein? Wie soll das Verhältnis mit meiner Verwandtschaft sein? Und, was ist erlaubt beim Essen, was darf ich nicht essen? Wie verhalte ich mich? Und das ist alles Dien. Und deshalb, wenn ich es jetzt mit dem westeuropäischen also denke, wie es jetzt hier eigentlich verwendet wird, wäre Religion einfach nur meine Beziehung zu Gott. Und das ist nur ein Teil vom Ganzen. Und das macht es eben wichtig, also wenn wir jetzt von Religionsunterricht reden, ist das eben nicht das Gleiche, wie wenn ein Schweizer, also 0815 Schweizer vom Religionsunterricht redet. Sondern wir haben wirklich, das geht um jeden Lebensbereich. Weil Allah uns auch in jedem Lebensbereich Empfehlungen macht und sagt, wenn du es so machst, ist es gut, wenn du das machst, ist es weniger gut, wenn du das machst, ist es besser. Und deshalb.